Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Ich weiß auch nicht, aber so ein bisschen um Ostern herum, auch vielleicht über WhatsApp, Bekannte und so, dort und da mal Bilder oder Sprüche bekommen. Und ich habe so ein Bild bekommen, das mir mega gut gefallen hat. Und das war das gewesen, das mit der Ausgangssperre zu Ostern hat noch nie funktioniert. Und ich habe gefunden, das war noch ein witziges Bild auch zu Ostern. Das wollte ich auch noch mitbringen. Ja, wir sind aber in unserer Serie drin, kritisch nachgefragt, und ohne Zweifel ist eines der Argumente gegen die Auferstehung, gegen historische Auferstehung, ist, dass es nicht einfach eine Illusion war. Haben die Jünger damals nicht irgendwo und die Menschen irgendwo unter gewissen vielleicht Halluzinationen oder was auch immer gelitten. Und wir wollen heute Morgen dieser Frage nachgehen, wir wollen Argumente nachgehen, die gegen die Auferstehung auch sprechen, und wollen sie aber auch historisch und wenn sie sachlich miteinander auch anschauen. Ich werde uns aber in dem Sinn ein bisschen das kritische Denken noch reinnehmen, gerade auch an dem Ostersonntag. Und zwar, dass wir einfach alles glauben, was wir mal gehört haben. Ich weiss nicht, ob ihr auch, wenn ich vielleicht in den 80er Jahren in der Schule sind und wir haben, das grosse Thema war Waldsterben über einige Jahre, der Borkenkäfer, der gekommen ist. Und ich weiss noch, wir haben eine Aufgabe bekommen in der Schule, wir müssen Wälder zeichnen im Jahr 2020, also heute. Und ich weiss, dann haben wir alles so kahle Wälder gemacht und Bäume, Wüstenlandschaft, Schweiz und so weiter. Wir wissen, es ist alles anders gekommen. Es ist nicht so gekommen, wie man uns dann gesagt hat, der Borkenkäfer wird kommen und wird alle Wälder niederfressen. Wir haben ein riesiges Problem mit dem Sauerstoff und so weiter. Ich glaube sogar, dass wir heute grössere Probleme haben als der Borkenkäfer, den es übrigens immer noch gibt. Und warum erzähle ich die Geschichte? Wir hören etwa die auch Sachen, auch in unseren Ausbildungsstätten, wo wir für wahr halten. Und trotzdem, ich glaube, die Geschichte zeigt uns, es lohnt sich, was wir hören, in jedem Fall kritisch zu hinterfragen. Wirklich zu fragen, stimmt es überhaupt? Verhebt es überhaupt? Und das wollen wir heute Morgen wirklich auch machen, gerade auch mit dem Thema der Auferstehung. Die Auferstehung ist im Sinn der Bibel nämlich ganz ein zentrales Thema. Der Paulus sagt an einer Stelle, wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist der Glaube umsonst. Du kannst ihn kübeln. In dem Sinn, ich sage jetzt, wenn du Auferstehung nicht geschehst, ist alles, was wir hier machen heute Morgen, im schlimmsten Fall Theater, im besten Fall ja, vielleicht ein bisschen Trost für Leute, die Trost brauchen. Aber wenn die Auferstehung wirklich geschehen ist, dann ändert sich das gesamte Weltbild von uns Menschen fundamental. Dann sind die Worte, die Jesus gesagt hat, nicht nur die es vielleicht irgendwo in die Schlagzeilen schaffen, auf die erste Seite mal in einen Blick oder einen Tagesanzeiger oder einen NZZ, nicht nur die sind dann irgendwo relevant, sondern dann sind alle Aussagen von Jesus relevant. Weil mit seiner Auferstehung hat Jesus bezeugt, dass er kein Lügner ist und dass es verhebt, was er gesagt hat. Die Auferstehung ist darum auch so wichtig, weil wenn sie wirklich wahr ist, dann sprechen die Worte von Jesus mit Autorität auch in unser Leben. Dann haben wir unsere Weltanschauung zu messen an dem, was Jesus gesagt hat. Und auf der anderen Seite, wir werden gross, auch in einer Kultur, wir werden gross, auch in einem Bildungssystem, wo in vielen Fällen Wunder ausgeschlossen werden. A priori, es gibt sie nicht, was nicht wissenschaftlich nachweisbar ist in dem Sinn grundsätzlich enorm skeptisch. Und ich will vielleicht Folgendes sagen, man kann die Auferstehung von Jesus auch nicht wissenschaftlich beweisen. Es ist etwas, das in der Geschichte stattgefunden hat. Es ist schon schwierig, überhaupt Sachen aus dem Leben von Napoleon nachzuweisen, geschweige denn Sachen, die noch mal 1800 Jahre älter sind als er. Und auf der anderen Seite
wenn wir den Argumenten, die gegen die Auferstehung sprechen, denen möchten wir heute Morgen nachgehen. Und wir werden sie wirklich unter die Lupe nehmen und wollen sie wirklich auch prüfen miteinander. Ich glaube, das Erste ist einmal der Anspruch, wo kritische Menschen haben, und ich kann den gut nachvollziehen, dass Christen müssten die Auferstehung eigentlich belegen und beweisen. Aber wir können genauso gut auch sagen, hey, die Beweislast ist genauso auch bei denen, die nicht an die Auferstehung glauben. Und viele Menschen haben sich in der Geschichte der Menschheit auf den Weg gemacht und haben versucht, gute Argumente zu finden und ein schlüssiges Argumentarium gegen die Auferstehung. Das Problem ist, wenn man es anschaut, bis heute, die ganzen Modelle, die man zusammengestellt hat, gegen die Auferstehung, sind unglaublich auf wackeligen Füßen. Und ich werde heute Morgen Folgendes machen. Ich werde die Argumente, die direkt gegen die Auferstehung sprechen, ich werde die anschauen und werde sie historisch und werde sie aber auch intellektuell von unserer Seite ganz bewusst einmal beleuchten und uns fragen, kann das wirklich sein? Ich glaube, das Erste, was mir die auch sagen, ist, hey, die Menschen von damals, die sind ja noch nicht so gebildet wie wir. Es sind einfache Leute gewesen, die haben ja gar nicht die wissenschaftliche Erkenntnis gehabt, die wir heute haben und auf das wir uns auch stützen. Es sind in dem Sinn viele ungebildete Leute gewesen und da hat man sicher so ein bisschen alles, was man halt nicht so erklären konnte, als magisch, als irgendwo vielleicht, ja, den sagt man halt am Schluss übernatürlich. Also irgend so etwas erklärt, ganz einfach, weil man keinen wissenschaftlichen Zugang hatte. Aber ich glaube, wer so argumentiert, hat sich in den wenigsten Fällen selten wirklich auch mit der Antike auseinandergesetzt. Ich will da nur ein Beispiel machen. Wir haben, oder mehrere Beispiele noch machen heute Morgen. Wir haben ganz viele Sachen aus der Antike, wo wir heute noch unser System drauf bauen. Ich nehme an, keiner ist da, der noch nie von Pythagoras gehört hat. Pythagoras war noch 500 Jahre vor Jesus und ich glaube, jeder, der irgendwo in die Schule geht, wird irgendwann mal mit A und B und C Quadrat irgendwo anfangen, sich in der Geometrie Mühe zu haben oder irgendwann hat er es dann begriffen. Aber es geht zurück auf einen der alten Philosophen. Ich denke auch viele Bereiche in unserem Staatssystem gehen zurück beispielsweise auf den Aristoteles und nachher sein Jünger, der Plato, wo viele Systeme wirklich auch rausgetüftelt hat. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, die Menschen zur damaligen Zeit sind nicht einfach dumm gewesen. Ich werde euch noch ein Beispiel machen. Etwas, das noch vor den griechischen Philosophen war. Und wo wir heute noch keine Antwort darauf haben, wie die Menschen so eine Ingenieurskunst überhaupt bekommen haben. Und das sind Pyramiden in Ägypten, in Gizeh. Das ist die Cheops-Pyramide, das ist eine von mehreren, die es hier hat. In diesen Pyramiden, die sind gebaut worden vor rund 4'500 Jahren. Und in jeder von diesen Pyramiden hat man geschätzt etwa 2,5 Millionen Steine. Der leichteste Stein ist 2,5 Tonnen schwer. Die schwersten Steine sind in der Mitte der Pyramide, sind aus Granit und wiegen über 40 Tonnen. Wir wissen bis heute nicht, ich glaube, es sind um die 55 Grad, die Neigung von diesen Pyramiden sind über 140 Meter hoch. Wir haben bis heute noch keine einzige Theorie, die verhebt, die uns eine Antwort geben können. Wie haben die Menschen vor 4'500 Jahren so eine Pyramide bauen können? Auch uns würde es heute noch schwer fallen, auch mit den modernen Mitteln so Pyramiden zu bauen. Man sagt, bis etwa 50, maximal 80 Meter könnten wir es problemlos mit den heutigen Sachen schaffen. Das Problem sind die letzten 50 oder 60 Meter auf diesen Pyramiden. Und zwar rein von der Steigung her, mit der Rampe, alles, was drum und dran bräuchte. Und nicht nur das, sie sind in einer Präzision zusammengefügt, obwohl jeder Stein unterschiedlich breit ist, dass es ein absolut hermetisch abgeschlossenes System gibt. Das heißt, es geht keine Luft rein, kommt keine raus. Wir wissen es bis heute nicht. Und warum erzähle ich das?
denke, die Annahme, Menschen zu dieser damaligen Zeit sind einfach nicht so gebildet gewesen, sind vielleicht ein bisschen einfach gewesen, ein bisschen dumm gewesen. Das verhebt letzten Endes nicht. Auch wenn viele von der Erkenntnisse von der Wissenschaft uns natürlich auch erst heute zugänglich sind. Ein weiteres Argument, das Menschen berechtigterweise auch bringen, ist das. Ja, ich meine, hey, die ganzen Berichte über Jesus aus den Evangelien, aus dem Markus, Lukas und dem Johannesevangelium, die sind ja erst viele, viele Jahrzehnte später, nach der Auferstehung von Jesus, die etwa im Jahr 30, 35 nach Christus stattgefunden hat, so viele Jahre später geschrieben worden, im Jahr 70, Jahr 80 nach Christus. Und in so vielen Jahrzehnten verblassen doch sehr, sehr viele Erinnerungen auch von den Leuten. Und das ist nachvollziehbar. Die Lebenserwartung zu dieser Zeit war auch nicht so lang wie bei uns. Wir würden vielleicht heute sagen, das war eine Zeitspanne, rein gefühlt, irgendwie vor über 100 Jahren, 120 Jahren. Wer weiß, was vor 120 Jahren noch war? Ich meine, im allerbesten Fall haben wir noch Sachen vom Urgroßmami oder so, wo man weiß. Und darum haben die natürlich die Evangelien schreiben. Die haben einander abschreiben und haben die Erfindung von der Auferstehung in die Bibel schreiben. Aber wir haben ein ganz grosses Problem und das ist folgendes. Die ersten Berichte von der Auferstehung von Jesus kommen nicht aus den Evangelien, sondern der erste Bericht von der Auferstehung von Jesus kommt aus dem 1. Korintherbrief. Und der ist etwa 15 bis 20 Jahre nach der Auferstehung von Jesus geschrieben worden. Jetzt, wenn ich zu Menschen rede heute Morgen, die seit knapp 20 Jahren in dieser Kirche sind, dann könnte ich euch eine Frage stellen. Wisst ihr, was 2004 war? In der Salzsporthalle unten in der Brunau. Da haben wir den ehemaligen Gemeindeleiter von da haben wir verdankt für seinen jahrelangen treuen Dienst und man hat mich eingesetzt als Gemeindeleiter. Und die dabei waren, die wissen das noch. Die sagen, hey, ich bin dort gewesen, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Und genau das ist der Punkt, wo der Paulus macht. Er schreibt Folgendes an Korinther. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist, und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und er ist am 3. Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen, dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen, jetzt kommt ein großes Problem, die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Und was so speziell ist an dem Text, er sagt eigentlich ihnen, schaut, das sind Augenzeuge gewesen. An einer Stelle sogar über 500 aufs Mal. Und das Thema ist, jetzt, wo ich den Brief schreibe an euch Korinther, die Leute leben noch. Und im römischen Frieden, der Pax Romana, hat man viel, viel freier reisen zu der damaligen Zeit. Und der Paulus sagt eigentlich den Leuten, hey, weißt du, wenn ihr das nicht glaubt, geht auf Jerusalem, geht die Leute fragen, die dabei waren. Die haben Jesus gesehen. Und wir wissen bis heute auch, sei es bei einem Unfall oder bei einem Verbrechen oder so, es gibt eins, das ganz entscheidend ist, und das sind Augenzeuge. Und zwar nicht Augenzeuge von 1 oder 2 Personen. Wenn du mehrere Augenzeuge hast, die am Schluss das Gleiche aussagen oder zu einem Fall am Schluss die schlüssige Argumente bringen, Bericht, die übereinstimmen mit den anderen, dann geht auch heute das Gericht davon aus, diese Sachen sind so zulässig. Augenzeuge sind da, die unabhängig voneinander das Gleiche erzählen. Das heisst, der Paulus sagt ihnen eigentlich, hey, wenn ihr Zweifel habt an der Auferstehung, geht die Leute fragen. Wenn der Paulus gelogen hat, wenn der Paulus in seinem Brief, ich sage jetzt, etwas erfunden hat das ein grosses Problem gegeben. Nämlich dann hat man den ganzen Brief von Paulus und auch die anderen Korintherbriefe gekübelt. Weil man hätte gewusst, der Paulus ist ein Lügner. Und dort, wo es wirklich darauf ankommt, bringt er die grösste Lüge. Und die Briefe an Korinther hatten niemals die Verbreitung und auch die Wirkung gehabt, die sie hatten zur damaligen Zeit. Etwas weiteres, wo man etwa die sagt, ist Folgendes. Ja, aber
Es hat ja zur damaligen Zeit eben viele Menschen gegeben, sind jetzt vielleicht nicht so schriftlich ausgebildet gewesen. Es hat viele Analphabeten gegeben. Und überhaupt, etwas mündlich weiterzugeben, ist ja nicht wirklich glaubwürdig. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft und unserer Kultur stimmt das wirklich auch. Hast du es auch schon erlebt? Du hast irgendetwas erzählt und eine Woche, 2 später kommt es komplett anders retour, als du es einmal gesagt hast. Ich glaube, wir alle haben schon so etwas erlebt. Aber wir dürfen unsere schriftliche Kultur, wir dürfen nicht einfach mit diesen Augen die Kultur von der damaligen Zeit auslegen. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Ich reise ja heute noch regelmäßig auf Ägypten und zwar wirklich, wir dienen dort in dieser Pastorenkonferenz wirkliche Ägypter. Das heisst, das sind Leute, die seit Jahrhunderten dort mit ihren Familien gewohnt haben. Und in diesen Konferenzen, gerade auch die älteren Pastoren, die dort sind, ein ganzer Anteil davon sind Analphabeten. Die können gewisse Teile der Bibel annähernd lesen, aber das meiste, was sie wissen, lernen sie auswendig. Und das sind eben nicht schriftliche Kulturen, sondern orale Kulturen. Das heisst, das sind Kulturen, die lernen über das, was sie hören. Oder die Sachen auswendig zu lernen, die sie hören. Übrigens, der Mensch ist zu viel mehr fähig, auswendig zu lernen, als wir uns oft vorstellen in der heutigen Zeit. Ganz einfach, wir trainieren es nicht mehr so. Und was mir auffällt, ist an diesen Pastorenkonferenzen, auch wenn so Konferenzen zum Teil 10 oder 15 Jahre her sind, die Leute erinnern sich an ganze Textpassagen, die wir ihnen weitergegeben haben. Ganz einfach, weil sie in der Lage sind, das zu memorisieren. Und für uns ist das fast unvorstellbar, weil wir so komplett anders aufwachsen. Und das ist eben die grosse Gefahr, wenn man historische Sachen anschaut, dass man sie mit unseren historischen Brillen anschaut. Aber es verwundert mich immer wieder. Und wir wissen aus der damaligen Kultur auch, es hat neue Erkenntnisse gegeben, auch jetzt im 21. Jahrhundert, dass die Weitergabe, die mündliche Weitergabe von Sachen in der damaligen Zeit eine enorme Qualität hatte und Menschen sehr gut können unterscheiden zwischen Fiktion und zwischen effektiven Tatsachen. Etwas, wo gar nicht gebraucht wird als ein Argument dagegen, aber wo aus der Geschichte heraus für mich ganz, ganz ein starkes Argument ist für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung, das ist die Tatsache, wer die ersten Zeugen sind damals. Und was ist interessant war, die ersten Zeugen der Auferstehung, das sind Frauen gewesen. Das war Maria, das war Martha. Und wenn ich euch jetzt da erzähle, mit wie viel 50 Jahren Frauenstimmrecht, das wir haben mittlerweile in der Schweiz oder so, ist das gar kein Problem. Aber zur damaligen Zeit war es ein Problem. Und zwar ist es so, dass in der damaligen Kultur Frauen im Gericht nicht zulässig sind als Augenzeugen. Es war eine ganz stark patriarchalische Struktur oder Kultur. Und es ist schon interessant, dass Gott selber sagt, weisst du was? Die Ersten, die von der Auferstehung werden erzählen, das werden die Frauen sein. Für mich ist das übrigens eines von den Indizien in der Bibel, wo ich einfach gesehen habe, dass Männer und Frauen bei Gott gleichwertig sind. Es ist etwas, wo ich auch denen sehe, wie Gott auch, vielleicht auch gerade in der damaligen Kultur, die Frauen nach oben und hat gesagt, weißt, ich gebe ihnen das Privileg, sie sind die Ersten. Und es ist interessant, er sagt den Frauen, gehen und erzählen es den Jüngern. Wenn die Evangelienschreiber die haben ja gewusst, alle, die das lesen, werden sagen, Auferstehung, was ist das für ein Kaffee? Das gibt es ja gar nicht. Wenn sie die Geschichte erfunden hätten, wisst ihr was? Die hätten garantiert eins damals nicht gemacht. Schreiben, dass Frauen die Ersten waren, die Jesu Auferstehung gesehen haben, sondern dann wären es Männer gewesen. Ist für mich also ein Indiz auch für die Glaubwürdigkeit der Bibel und dass Gott eben so ganz anders oft schafft und denkt als wir. Ich werde vielleicht noch auf einen Gedanken eingehen, wo wir etwa die auch vergessen. Vor 2000 Jahren sind es etwa 120 Männer und Frauen gewesen, die gesagt haben,
wir glauben an Jesus Christus, dass er lebt und dass er auferstanden ist. Die neueste Zahl, die ich habe, von heute, von 2021, das ist, dass wir 2,3 Milliarden Menschen auf dieser Welt haben, die sagen, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an seine Auferstehung und ich folge ihm nachher. Und liebe Leute, das ist so gewaltig und zwar aus zwei Gründen. Erstens, Menschen, die das Bekenntnis aussprechen in ihrem Leben und an Jesus glauben, die tun das nicht, weil sie gezwungen werden dazu. Du kannst unter Zwang und Todesandrohung Menschen zu vielem zwingen, dass sie gewisse Sachen bekennen. Aber nicht das Christentum. Wir haben unseren eigenen Töchtern gesagt, wir wollen euch zeigen, dass der Glaube an Jesus relevant ist, dass er ein Leben verändert. Aber weißt du was? Ihr seid nicht Pastorenkind. Ihr seid normale Kinder wie alle anderen auch. Und ihr dürft euch und müsst euch einmal frei entscheiden, was ihr glauben wollt. Für uns macht es am Schluss euch gegenüber keinen Unterschied, ob ihr an Jesus glaubt oder nicht. Ihr bleibt unsere Töchter und ihr seid unsere Töchter das Leben lang. Aber es ist eine freiwillige Entscheidung. Der Glaube an Jesus ist eine freiwillige Entscheidung. Und was mich noch so fasziniert davon, und das etwas in dieser Dimension, es gibt es sonst nicht vergleichbar auf dieser Welt. Was mich noch so fasziniert, dass unter diesen tausenden Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, eben Tausende ihr Leben gelassen haben, wegen dem Glauben an Jesus. Unter Todesandrohung haben sie festgehalten. Die einen sind zersägt worden, die anderen sind verbrannt worden, die anderen sind gekreuzigt worden wie Jesus. Noch heutzutage werden Menschen verfolgt wegen ihrem Bekenntnis an Jesus Christus. Aber weißt du was, wenn du wüsstest, es ist eine Illusion, es ist eine Lüge, wenn es ums Leben geht, dann würdest du nicht an einer Lüge festhalten. Dann würdest du sagen, okay, komm, vergiss es, lass es sein. Ich kann auch irgendetwas anderes glauben. Hauptsache, ich bleibe am Leben. Aber nein, Menschen sind bereit, wegen dieser Überzeugung, die sie da innen haben, wegen dieser Überzeugung, die nur Gott kann bewirken kann, an ihrem Glauben festzuhalten, auch wenn sie das Leben kostet. Vielleicht sagst du, okay, Matthias, was du am Schluss sagst, die einzige logische Schlussfolgerung muss ja die sein, dass Jesus auferstanden ist. Aber ich habe ein anderes Problem. Ich kann es nicht glauben. Ich will dir heute Morgen eine Aufforderung geben. Weißt du was? Auch wenn du es nicht kannst glauben. Ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt sollte den Wunsch wenigstens haben, dass es wahr ist. Warum, fragst du? Ich will euch sagen, ein Grund für mich, warum jeder Mensch an die Auferstehung glauben soll, ist das Leid und das Elend auf dieser Welt. Wenn ich daran denke, dass an dem heutigen Tag wieder Hunderte von Kindern sterben, weil sie zu wenig Nahrung haben, weil sie keinen Zugang haben zur medizinischen Versorgung, schreit das zum Himmel. Und ich bin froh, dass wir als Kirche vieles tun können, um Not zu lindern. Ich freue mich über Menschen, die sich einsetzen, wirklich auch für das Wohlergehen von Menschen in den verschiedensten Situationen. Aber Not, das Leid, auch gerade das Leid, das kommt durch die Gewalt von Menschen, ist so groß, als dass wir sie einfach lösen als Menschen. Wisst ihr was? Und du verstehst, ist die einzige Botschaft von der Hoffnung und vom Trost. Egal, was du erlebst auf dieser Welt, es gibt eine Hoffnung. Egal, was du erlebst, weißt du was? Das Leben auf dieser Welt, Not und das Leid von dieser Welt hat nicht das letzte Wort in deinem Leben. Ich glaube, das ist der Grund, warum jeder sollte glauben, dass es eine Auferstehung gibt. Jeder, dem es irgendwo in seinem Herz gelegen dran ist, an Gerechtigkeit, an Frieden, am Wohlergehen der Menschheit, muss der Wunsch in seinem Herz doch haben. Und ich möchte schließen am heutigen Morgen mit diesen Gedanken, was die Auferstehung für dich kann bedeuten. Wenn du anfängst zu glauben, was kann sie für dich bedeuten? Erstens einmal, es bedeutet, dass da ein Gott wirklich ist, der dich dein ganzes Leben mit einer Liebe geliebt hat, wo du auf dieser Welt bei keinem Mensch kannst erleben. Es heißt in der Bibel, in Jeremia 31, schon im Alten Testament, ich habe dich je und je geliebt. Je und je geliebt.
Das heisst nicht, dass alles, was in deinem Leben geschieht, von Gott gewollt ist. Das heisst auch nicht, dass es nicht Situationen gibt, wo du das Leben nicht verstehst. Aber eins ist sicher. Es gibt keine Sekunde in der Geschichte dieser Menschheit, wo Gott dich nicht geliebt hat. Vor 3 Tagen haben wir es miteinander gefeiert, am Karfreitag. Dort hat Gott seine Liebe bewiesen für uns, wo Jesus gestorben ist am Kreuz für uns, wo er sein Bestes gegeben hat, seinen einzigen Sohn, wie es heisst in der Bibel, hat ihn als Kreuz nageln lassen, hat das Grauen, den Tod miterlebt, weil er gesagt hat, ich tue das für dich. Dass du Vergebung von deinen Sünden kannst haben, dass du ein neues Leben kannst leben in Gerechtigkeit und in Heiligkeit von Gott. Hey, Gott liebt dich. Und weil er nicht gestorben ist, sondern lebt, kannst du die Liebe erfahren. Das Zweite ist, dass das Leben in einer neuen Qualität möglich ist. Im Johannes 6, 68 bis 69, dort sagt der Paulus zu Jesus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Hey, wenn wir Jesu Tod und Auferstehung glauben, es bedeutet, wir bekommen ein neues Leben, ein neues geistliches Leben. Die Bibel sagt das so krass, hey, Gott kommt und er fängt an, in unserem Leben, in unserem Herz innen zu wohnen. Die Bibel sagt es so krass, dass die gleiche Kraft von der Auferstehung, wo Jesus zum Leben erweckt hat, dass die kommt und anfängt, in unserem Leben innen zu wirken. Die Bibel sagt dem, das ist die Wiedergeburt. Es ist ein neues Leben, das Gott uns wirklich schenkt. Eine neue Lebensqualität, eine neue Identität als Kinder Gottes. Ich kann sagen, es ist eine Lebensqualität, die dir nichts anderes bieten kann auf dieser Welt als nur Jesus. Und es ist auch unglaublich powerful. Und zwar, weil die Lebensqualität bedeutet eben auch, durch Jesus Christus kannst du in deinem Leben eine Veränderung erfahren, wo die sündigen Gewohnheiten, die dir schaden, mit denen du anderen schadest, wo du kannst aufhören mit denen. Eine von meinen sündigsten Gewohnheiten in meinem Leben, das war mein Zynismus. Ich konnte über alles irgendeinen fiesen Spruch machen. Das war meine Gabe. Das Problem ist, unter dieser Gabe haben oft andere gelitten. Und ich bin Gott so dankbar für sein Wirken in meinem Leben, dass ich frei werden von dem. Dass mein Reden anders werden konnte. Dass ich nicht immer, aber immer öfter ein Sagen darf sein durch das, was ich sage, als zu anderen Menschen. Und es ist auch, die Auferstehung ist auch eine Botschaft von der Hoffnung im grössten Leid. Weißt du was? Es bedeutet, auch wenn es aussieht, als wäre Karfreitag und wäre dein Leben im Grab, es heisst noch nicht, dass das letzte Kapitel geschrieben ist. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wir haben einen Gott, der das Leben ändern kann, der das Schicksal ändern kann. Wir haben einen Gott, der Gebet erhört. Jesus hat einmal gesagt, hey, bittet mich doch. Bittet im Namen von Jesus Christus, damit eure Freude vollkommen wird. Ich kann sagen, das ist etwas, was mich so motiviert zum Beten. Und ich war gestern bei einer Familie, die haben ein grosses Kuvert aufgehängt in der Stube, da steht Gebetserhörung. Da habe ich gefunden, wie cool ist denn das? Und da kommt alles drin, wo sie dafür gebetet haben und wo Gott eingreifen konnte. Ich will dir sagen, Gott ist nicht unbeteiligt an deinen Anliegen. Gott ist dein Leid und deine Not in deinem Leben. Und was du brauchst, das ist ihm nicht egal. Sondern du kannst beten zu ihm. Und es gibt einen Gott, der hört. Es gibt einen Gott, der Gebet erhört. Und dann möchte ich noch auf den letzten Punkt eingehen. Und das ist das. Hey, auch wenn wir mit Jesus eine neue Lebensqualität dürfen haben, es heisst nicht, dass wir nicht auch Schwierigkeiten oder Leid erfahren. Aber, weisst du was? Es bedeutet Folgendes. Das Leben auf dieser Welt ist nicht das Letzte. Auferstehung bedeutet, Jesus hat so gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Hey, ich kann euch sagen, das ist mein Lieblingsvers. Bei jeder Beerdigung, die ich halte, und ich denke jedes Mal, wenn wir jemanden ins Grab legen, hey,
Eines Tages. Eines Tages. Und ich sage das, auch wenn die Leute manchmal den Kopf schütteln, wie die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch den Körper der Menschen wieder auferwecken. Und schaut, es ist auch die einzige Botschaft, die uns eine Botschaft gibt im Angesicht vom Tod. Und ich weiss, unsere Presse spielt den ganzen Tod dermaßen ab, aber es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Der Mensch, der normale Mensch, hat Angst vor dem Tod. 2012 ist Costa Concordia gesunken. 4'500 Menschen an Bord, 32 sind gestorben. Heute noch sind viele Menschen in psychiatrischer Behandlung durch das traumatische Erlebnis. Und in dem Schiff hat es ein Mädchen gehabt. Das Mädchen, es ist vertrunken. Und die Bergungskräfte, Taucher, die das Mädchen aus dem Wrack rausgeholt haben, die haben tagelang später noch gelitten, weil sie die Panik, die Angst in der Leiche von dem Mädchen immer noch gesehen haben auf ihrem Gesicht. Liebe Freunde, der Tod ist nicht einfach eine Erlösung. Der Tod ist nicht einfach etwas Cooles. Der Tod ist etwas, das im Mensch Angst auslöst. Aber wisst ihr, was Jesus sagt? Er hat den Tod überwunden. Wer an Jesus glaubt, muss keine Angst mehr haben vor dem Tod, weil er weiß, wie es weitergeht. Für den, der Jesus glaubt, ist der Tod Übertritt in ein ewiges Leben, in einer neuen Dimension, in der Herrlichkeit von Gott. Und das macht die Botschaft von der Auferstehung so entscheidend, so wichtig. Es ist am Schluss auch die Botschaft für die Person, die vielleicht in den letzten Jahren von ihrem Leben vielleicht noch mit grossen Schmerzen irgendwo im Bett liegt und man vielleicht nur noch palliativ helfen kann. Ich habe das miterlebt bei meiner eigenen Großmutter. Wir haben zum Schluss kaum noch berühren wegen ihren Schmerzen, die sie permanent hatten. Aber in ihren Augen war es Leuchten. Es Leuchten, trotz der Schmerzen, trotz dem Leid. Weil sie gesagt hat, ich weiss, was angeht. Ich weiss, was angeht. Liebe Freunde, die Auferstehung ist die Botschaft von der Hoffnung für uns. Ein neues Leben. Ich möchte uns einladen, lasst uns doch aufstehen. Gehen wir noch ins Gebet miteinander. Und hey, vielleicht hast du heute Morgen zugelassen und du sagst, hey, ich bin einer von diesen Kritikern von der Auferstehung. Ich bin einer von diesen Skeptikern. Und ich habe dir mein Erlebnis erzählt vom Waldsterben und so. Und ich musste nochmal neu über die Bücher gehen. Auch. Und weißt du was, ist es nicht auch Grösse, wenn man im Leben eine Überzeugung einmal aufgeben kann für eine neue? Ist es nicht auch Grösse, wenn man sagen kann, hey, ich habe so viele Argumente gehört und eigentlich macht es auch Sinn. Und man kann dann sagen, hey, weißt du, ich tausche eine alte Überzeugung für eine neue ein. Ich glaube, das ist Grösse, wenn man das kann. Ich glaube, wir müssen etwa in unserem Leben doch etwas revidieren, wo wir geglaubt haben, wo wir eine Überzeugung hatten. Und weißt du, wenn es um die wichtigste Sache geht, ich will dich heute Morgen einladen. Revidiere deine Überzeugung. Revidiere sie. Ich will nicht mit der Mehrheit kommen, aber ich glaube, wenn 2,3 Milliarden Menschen auf dieser Welt etwas glauben, so ein Aussenseiter wärst du nicht, wenn du es auch würdest glauben. Weißt du, ich will dich einladen heute Morgen, gerade wenn du zu diesen Skeptikern und Zweifeln gehörst, hey, mit mir zu beten. Und du sagst vielleicht, ich kann nicht beten, aber ich will ein kurzes Gebet sprechen und du kannst es nachreden. Du kannst es nachsprechen. Und vielleicht sagst du, ich kann es auch noch nicht glauben, Matthias. Dann sage ich, weißt du, bet doch einmal. Und du wirst auch etwas erleben können, wenn wir einfach auch mit dem kleinsten Vertrauen zu Gott kommen und anfangen zu reden mit ihm. Gott gehört. Gott gehört's. Und das setzt sein Wirken frei in unserem Leben. Wenn wir unsere Augen schliessen. Und ich lade dich ein, wirklich zu beten mit mir. Und sag ihm doch, Vater im Himmel,
ich habe heute gehört von dieser Auferstehung von Jesus. Ich könnte mir vorstellen, dass ich bereit werde, dem Glauben zu schenken, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ja, ich will sogar irgendwie glauben, weil ich merke, es verändert das Leben. Es ist eine Botschaft von der Hoffnung. Heute Morgen komme ich zu dir, wie ich bin. Und ich weiss, wegen dem Karfreitag, ich brauche Vergebung für meine Sünden. Ich bitte dich, dass du das jetzt tust. Vergib mir für die vielen Situationen, wo ich Sachen hätte anders machen sollen und ich habe es nicht gemacht. Und ich lade dich ein, Herr Jesus. Zieh du in mein Leben ein. Fang du mein Herz an füllen mit Glauben, mit Vertrauen, das ich brauche. Pflanzt du in mein Herz doch eine Überzeugung von dieser Auferstehung. Ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Amen. Amen. Hey, ich will dir mega sagen, danke, wenn du das Gebet mitgebetet hast. Ich will dir sagen, ich glaube, dass Jesus durch seinen Geist anfängt jetzt wirken in deinem Leben. Dass etwas Neues da innen anfängt zu entstehen. Und dann ist der 4.4.21. Für dich ein Datum, wo du dich daran erinnern kannst, wo du sagst, da hat es angefangen mit Jesus. Hey! Vielen Dank, bist du dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen, dass du Jesus besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen, vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reicher Segen mit dir.